geht nochmal kurz ums Fußball. Und ich bin Trainer, habe ja immer so meine Probleme auch. Also ich habe ihm zu ihm gesagt, folgendes habe ich zu ihm gesagt. Ich streng mich immer an. Ich spiele Fußball wie ein K. Ich halte mich immer fit. Mach jeden Spielzug mit. Ich halte immer gegen und immer drauf. Ich gebe keinen Ball als verloren auf. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, immer dieselbe Frage. Immer die blöde Frage, why? Wieso? Warum? Why? Die Stimme ist nicht dabei. Und warum muss ich immer auf der Ersatzbank sein? Und warum hab ich immer keinen Stammplatz? Und warum erkennen Sie nicht den Juwel in mir, diesen Diamant, diesen Schatz? Ihr dürft sogar mal Torschützenkönig sein. Rechnen wir jetzt halt Eigentor mit ein. Mein Pass kommt immer an. Putz ich sogar zum eigenen Mann. Und mit dem Ski leg ich mich nicht mehr an. Seit er vom letzten Mal wieder laufen kann. Trotzdem stelle ich mir die Frage, warum? Why? Bin in der Stadt nicht dabei. Und warum muss ich immer auf der Ersatzbank sein? Und warum hab ich immer noch keinen Stammplatz? Und warum erkennen Sie nicht den Juwel in mir, diesen Schatz? Why? Dankeschön. Ich habe ein ganz neues Lied jetzt, brandneu. Es geht darum, dass ich irgendwann mal in Chicago war. Chicago, klingt doch schon mal super. Bei meinem Cousin Southside of Chicago, da gibt es auch Beverly Hills. Wir sind auf die Northside-Seite gefahren, in den Club, der wiederum Southside heißt. Da hat Albert King super funky Bluesmusiker gespielt. War super. War alles toll gewesen, wenn in dieser Nacht mir es nicht ganz übel worden wäre. Das musste dann in die 40th Street runterfahren. Da gab es die einzigen Ärzte, die noch auf hatten. Das waren allerdings so Alternativmediziner. Gemeinschaftspraxis Dr. Johnny Lee Hooker und Dr. Carlos Santana. Bin da hingekommen, das war alles so dunkel, da hat man schon gedacht, wo bin ich gelandet? Bin ich in so einem Voodoo-Tempel gelandet oder vielleicht bin ich auch im Wettbüro. Aber anscheinend war er richtig. Und dann habe ich erstmal Bares wollen, dann habe ich gesagt, ja, ich habe Besseres wie Bares, ich habe meinen AOK-Schein, habe auf die Trese gelegt, hat er gemeint, ich soll jetzt mal, ob ich ins Kabarett gehen will, wenn es sich erstmal totlacht. Also auf jeden Fall habe ich dann $10 gezahlt, dann haben sie mit der Behandlung begonnen. Und er hat dann zu mir gesagt, was jetzt folgt, ist Behandlung nach neuer Medizin, also alternative Medizin. I hear you. Hat er gemeint, er wird mir helfen mit dem Blues. Blues, hat er gesagt. Bin immer so erschrocken, Blues. Und dann haben wir losgelegt und hat Folgendes gesagt, also ich sollte mir das merken, dass ich mir im Leben immer als selber helfen kann. Und anderen. Dann hat er losgelegt, folgendermaßen. Blue the Healer. Blue the Healer. All over the world. I hear you. To hear me. And hear me walking down all over the world. I hear you. Okay, und dann hat er super geholfen. Mir ging es viel besser. Seit über 25 Jahren mache ich das jetzt, bei jeder Gelegenheit.
Kürzlich, vor 15 Jahren, gut, ist schon länger her, hat meine Frau geschrien im Krankenhaus, wie wild, die hat gesagt, du kannst doch hier nicht so rumschreien, das kann doch alles gar nicht so schlimm sein. Dann habe ich meine Gitarre rausgepackt, habe hier den Blues gespielt, das Lied hier. Ja, die hat sich, also auf einmal hat die nicht mehr geschrien. Gut, der Baby Blues war da und sie hat mich in des Kreissaales verwiesen. Es gab auch andere Gelegenheiten, wo ich dieses Lied brauchen konnte. Die letzte Weihnachtsfeier unseres Unternehmens, also unser Vertriebsleiter hat mich auf die Bühne gezerrt und hat gemeint, wie ich das gemacht hätte. Das Kundentelefon, das ich seit neuester Zeit oder seit jüngster Zeit immer bedienen würde, davor hätte keine Kundenprobleme mehr. Und ich sollte auch als versammelter Mannschaft mal erklären, was ich den Leuten, den Kunden, die da immer anrufen, wenn sie Probleme haben, was die dann von mir zu hören bekommen. Da habe ich gesagt, das was halt immer gegen alles hilft, gegen Stress, gegen Blues, gegen Schmerz, gegen Pein. Zu unserem Kunden habe ich Folgendes gesagt. Blues Healer. Heal me. Heal me. All over the world. I heal you. To heal me. Heal me one more time. Noch allerletztes muss ich noch kurz erzählen. Da ruft doch mein Nachbar an, ein guter Kumpel. Er fragt, wieso rufst du an? Wir sind noch Tür an Tür, kannst doch kurz rüberkommen. Ja, es sei ihm so peinlich, ob ich ihm ein bisschen aushelfen könnte. Viagra brauche ich doch. Da habe ich gesagt, das kann doch nur eine Fangfrage sein. Du willst wissen, ob ich sowas brauche? Ich habe gesagt, also wenn ich sowas bräuchte, dann hätte ich meinen Blues. Und da er dringend was braucht hatte, habe ich ihm den Blues am Telefon gesungen. Was ich besser nicht gemacht hätte. Ich konnte in dieser Nacht nicht mehr schlafen, es hat bei ihm funktioniert. Wir haben ihm gesungen. Blue the Healer. Blue the Healer. All over the world. I heal you. To heal me. Heal me one more time. All over the world. Dankeschön. Ich mache meine Flyer hier rumliegen nachher, könnt ihr euch wegnehmen. Ich habe überzogen, ich muss aufhören. Aber ich wollte ordentlich Tschüss sagen. Ich komme gerne mal wieder, vielleicht im Herbst. Dankeschön.